Na? Ah ja. Kapitel 3. Gedanken in Worte kleiden. Ja. Stimmt wieder Ladebildschirm. Die Tür geht zu. Wir gehen raus. Und guten Tag, ihr Leid. Sorry, ich habe gerade gewiss, bis er fertig gelabert hat. Weiter geht's. Wir sind bei Folge 4 von Another Code R mit einem Untertitel, den ich mir immer noch nicht gemerkt habe. Sollte ich vielleicht mal machen. Sprich, das zweite Spiel aus der Another Code Collection oder Recollection auf der Switch. Dieses Spiel war ehemals Wii-exklusiv und wurde jetzt geremaked. So, das war mega kurz. Also, wie wir ja gestern festgestellt haben, der Matthew, denn sein Vater ist wohl Nimikum. Er sagt, er wäre entführt worden. Wir haben jetzt ein bisschen noch geforscht und da machen wir jetzt halt weiter. Aber zuerst mal müssen wir den Matthew finden. Wo ist er da eigentlich hin? Der hat sich halt versteckt im Heisel. Und wir haben der Officer Dan abgelenkt und jetzt gucken wir mal, wo er ist. Aller gut. Did it have something to do with Matthew's dad? Could that be the reason he disappeared? I need to find Matthew. Möglich. Ja, genau. Matthew. Matthew, wo bist du? What did Dan say about where Matthew went last year? Ich weiß es gar nicht mehr. Was hat er gesagt? Finding Matthew in an old house near here. Ach so, das Haus, wo der Fotograf drin gewohnt hat. Irgendwo. Ja, komm, wir gucken uns um. So, ihr Leid. Hoppala. Oh, bin ich schon runtergefallen. Boot. Dann würde ich mal vorschlagen, bevor wir jetzt so großartig weiterrennen, gucken wir uns mal alles an. Soweit. Ach, guck mal, da. Alter Fall, da gibt's so Updates. Aller gut, Matthew. Jetzt hat er aber. Der Junge heißt also Matthew. Er ist zum See gelaufen. Ich habe ihn erwischt, wie er in einem Brunnen neben einem verlassenen Gebäude geklettert ist. Gerettet trifft es wohl besser. Sie hat ihn nicht erwischt, sie hat ihn gerettet, weil er nämlich in den Brunnen hingefallen nicht ist, runtergeklettert, dann ist das Seil gerissen und ist dann wieder rausgekommen. Dumm. Als Matthew mir gesagt hat, dass er nach seinem Vater sucht, der vermisst wird, habe ich gleich eine Verbindung zu ihm gefühlt. Sorry. Ich verstehe, dass er seinen Vater finden will. Ich muss ein bisschen langsamer lesen. Aber zuerst habe ich ihm nicht geglaubt und war etwas gemein zu ihm. Ich kann das nicht ungeschehen machen, aber ich kann ihm helfen, seinen Vater zu finden. Der arme Kerl. Ganz allein. Seine Mutter ist tot und sein Vater wird vermisst. Ich muss ihm einfach helfen. So, dann hätte man hier Kelly, das ist seine Schwester, glaube ich. Matthews kleine Schwester. Die liebt Stofftiere. Der seltsame Hase im Koffer ihres Vaters war irgendwie süß und ich verstehe, warum sie ihn mochte. Er muss ihr Lieblingstier gewesen sein. Oder er muss ihr Lieblingstier sein, so rum. Er war schon so abgenutzt, dass er fast auseinandergefallen wäre. So, dann hätte man hier noch. Das scheint wohl die Mutter zu sein. Matthews Mutter ist an einer Krankheit gestorben. So wie ich das verstanden habe, war sie wütend auf Matthew, weil er so lange auf seinen Vater gewartet hat. Also der hat sich vor die Tier gehuckt, wie so ein Hund, treues Hündchen. Und hat gewartet, bis der Papa heimkommt, aber der ist nicht gekommen. Und deswegen ist sie wütend war. Sie hat viel geweint. Warum wollte sie nicht, dass Matthew weiter auf seinen Vater wartet? Ich schätze, sie hat versucht, ihn zu beschützen. Da Matthew so deprimiert war, dass sein Vater verschwunden war, kann ich mir nur ausmalen, wie traurig sie gewesen sein muss, als sie krank wurde und nicht mehr für ihren Sohn da sein konnte. Dann hätten wir hier den Michael, das ist der Vater von ihm, von Matthew. Matthews Vater war Geschäftsführer eines Resorts, also stimmte der Teil mit superreich wohl. Er hat anscheinend das viele Geld im Lotto gewonnen, also ernsthaft jetzt. Das Unternehmen hieß Crusoe Resort. Sie wollten Lake Juliet in einen Hotspot für Touristen verwandeln, mit einem Zeltplatz und Bootshaus. Aber es gab Probleme und sie gingen vor 5 Jahren pleite. Ist Michael vielleicht deswegen verschwunden? Der Glockenturm wurde vor 5 Jahren versperrt, als Michael verschwunden ist. Was ist noch vor 5 Jahren passiert? So, dann haben wir da oben wieder The Shady Sunglasses Guy. Oh, guck mal, man kann die aussehen. Ein verdächtig aussehender Typ in einem schwarzen Anzug mit Sonnenbrille. Als Gina und Ian mich gebeten haben, Papa seinen Hut zu bringen, haben sie mich vor den unheimlichen Kerl gewarnt, der hier in der Gegend herumhängt. Als ich ihn gesehen habe, habe ich mir sofort gedacht, dass das kein Anwohner ist, sondern ein Typ sein muss, von dem die beiden gesprochen haben. Matthew beobachtet ihn genau, vermutlich, weil er denkt, dass der Typ irgendwie mit dem Verschwinden seines Vaters zusammenhängen könnte. Aber am See herumschnüffeln beweist noch gar nichts. Er wirkt nicht wie ein Verbrecher, sondern eher wie ein Detektiv oder jemand, der den Fall untersucht. Aber das ist nur ein Bauchgefühl.
Wer ist er? Was macht er hier? Und hat er irgendwas mit Matthews Vater zu tun? So, dann hätten wir diese Seite abgehakt. Dann gehen wir hier weiter. Guck mal, da ist jetzt... jetzt sind nur 2 dazugekommen. Also erstmal meine Mama. Am Ufer von Lake Juliet habe ich mich wieder an etwas erinnert, was ich hier vor 13 Jahren mit Mama erlebt habe. Ich habe gesehen, wie sie still auf den See schaut und meine Hand hält. Worüber hat sie nachgedacht? Ich weiß nicht genau, was es war, aber ich erinnere mich daran, dass sie irgendwie anders war. Ist dir an diesem Tag etwas passiert? So. Dann mal hier zu mir. Ashley Mizuki Robbins. Das bin ich. Also, Charakter, den ich spiele. Auf dem Weg zu Papas Haus, um ihm seinen Hut zu bringen, habe ich Matthew getroffen. Zuerst wollte ich ihn nur stoppen, damit er mir meinen Rucksack zurückgibt, aber dann ist er weggelaufen und saß an einem Brunnen fest, in dem er sich versteckt hatte. Wer versteckt sich denn auch schon in Brunnen? Im Gespräch mit Matthew habe ich viel über ihn erfahren, warum er meinen Rucksack gestohlen hat und warum er von zu Hause weggelaufen ist zum Beispiel. Er ist nicht bloß ein Dieb, wie ich anfangs dachte. Ich habe mich entschieden, ihm zu helfen, seinen Vater zu finden, nachdem ich erkannt habe, dass er quasi ich vor 2 Jahren ist. Achso. Ah, er ist der Schwätze. Okay. Okay. Wir haben das Bootshaus am See untersucht, das verschlossen war. Dort haben wir den Koffer von seinem Vater Michael gefunden. Michael. Als wir uns dort umgesehen haben, hat uns Dan fast erwischt, aber ich konnte ihn ablenken und Matthew hat sich davon geschlichen. Aber Dan hat mich an etwas erinnert. Er hat erzählt, dass vor 5 Jahren etwas beim Glockenturm passiert ist. Bei der Erkundung des Sees habe ich mich an Mama erinnert. In meiner Erinnerung war ich noch ganz klein, aber ich hatte das Gefühl, als würde ich mir Sorgen um Mama machen. Sie schien irgendwie anders zu sein. So. Yes, das ne. Sophia. Wissenschaftlerin bei JC Well und eine Kollegin von Papa. Sie war die erste Person, die ich beim Grillen getroffen habe, zu dem Papa mich eingeladen hatte. Sie hat eine erwachsene Eleganz und ist wirklich sehr hübsch, aber sie scheint auch etwas unnahbar zu sein. Moment. Selbst wenn ich mit meinem ersten Eindruck falsch liege, hat sie sowieso die ganze Zeit nur mit Rex über die Arbeit geredet und ich habe mich nicht getraut, in ihre Unterhaltung einzusteigen. Aber sie arbeitet mit Papa zusammen, also sollte ich wirklich irgendwann mal Hallo sagen. Aber wie soll ich auf sie zugehen? Was, wenn sie gar nicht mit mir reden will? Ich schätze, das weiß ich jetzt, wenn ich es versuche, aber es macht mich doch schon ein bisschen nervös. So. Gina. Gina ist ebenfalls Wissenschaftlerin und eine Kollegin von Papa. Als ich Papa seinen Hut zurückbringen wollte, hat sie ihn daran erinnert, mir eine genaue Wegbeschreibung zu geben, da ich noch nie dort war. Sie hat mir auch erzählt, dass so ein verdächtiger Typ mit Sonnenbrille am Bootshaus herumhängt. Also wusste ich, dass ich mich lieber verstecke, als ich ihn am See gesehen habe. Gina ist toll. Sie ist lieb und aufmerksam. So wie sie wäre ich gerne, wenn ich erwachsen bin. Ja, okay. Ian ist ein weiterer Wissenschaftler, der mit Papa zusammenarbeitet. Als wir nach dem Grillen aufgeräumt haben, fiel ihm auf, dass Papa seinen Hut vergessen hat. Also hat er mich gebeten, ihn Papa zu bringen. Ich glaube, Papa macht so etwas ständig. Dinge vergessen und dann auf die Hilfe anderer setzen. Tja. Ian hat mir gesagt, wie ich Papas Haus finde und dass ich mich vom stillgelegten Bootshaus fernhalten soll. Aber dann habe ich Matthew getroffen, wir sind beide zusammen reingeschlichen. Ich will nicht, dass sich Ian Sorgen macht, also werde ich ihm einfach nicht erzählen, dass ich drin war. So, da hätten wir hier der Rexius Maxius. Der Direktor von JC Valley, wo Papa arbeitet. Er ist auch Elizabeths Vater. Der Vater von der Lisbeth. Und Papas Chef, also soll ich mich ihm gegenüber gut benehmen. Er ist schon ein bisschen einschüchternd. Er trägt einen Anzug auf einem Grillfest. Und er redet über nichts als Arbeit. Also dachte ich mir, dass er bestimmt nicht mit einem Teenager sprechen will. Und er hat sich auch das ganze Grillfest über nur mit Sophia unterhalten. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, die beiden haben irgendein Geheimnis. Spannend. So, da haben wir hier das Lisbethchen. Elizabeth Alfred, die Keyboarderin und Sängerin in Tommy's Band. Sie ist außerdem die Tochter von Rex, dem Leiter von JC Valley. Das erste Mal habe ich sie auf dem Zeltplatz gesehen, aber da war sie so beschäftigt, dass ich nicht Hallo sagen konnte. Ein wenig später hatte ich dann die Gelegenheit und bereue es. Das hatte man letztens schon gelesen. Bla 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 bla. Okay, mach mal doch mal wieder. Ich bereue es. Sie ist so gemein. Als ich das erste Mal mit ihr gesprochen habe, hat sie mir gar nicht zugehört und hat mich die ganze Zeit schlecht gemacht. Ich wollte doch nur Hallo sagen. Mein Fehler. Ich verstehe sie einfach nicht. Ihr Vater ist der Chef von meinem Vater, also muss ich vorsichtig sein, was ich ihr sage. Das ist so frustrierend. Wäre es nicht so, würde ich immer die Meinung geigen. Ich wünschte nur, ich könnte. Ich kann nicht glauben, dass sie mit Tommy und Janet befreundet ist. Sie betonen immer ihren Musikgeschmack und ihren Stil, aber ich sehe nur ihre Persönlichkeit. Warum bin ich nochmal hier? Ja. So, dann kommen wir mal zu Tommy.
Ein Student, der Teil seinem Gästehaus arbeitet. Tommy ist mit Janet und Elizabeth in einer Band. Er spielt Gitarre und schreibt all ihre Songs. Janet sagt, er wäre gut genug, um ein professioneller Gitarrist zu werden. Und ich bin schon ziemlich davon beeindruckt, dass er auch Musik schreibt. Ich schätze, er ist ziemlich beliebt bei seinen Fans. Schon komisch, dass der Faulenzer, der ständig Pausen im Lagerraum macht, am Ende doch cool ist. Allerdings habe ich ihre Musik noch nicht gehört und da ich auch Gitarre spiele, bin ich gespannt darauf zu hören, wie er klingt. So, dann hätten wir hier die Janet, die war freundlich. Naja, Schlagzeugerin, natürlich. Die Schlagzeugerin von Tommys Band. Sie ist echt freundlich und es macht Spaß, mit ihr Zeit zu verbringen. Sie hat mir erzählt, dass ihre Band am Be The Band Wettbewerb teilnimmt. Ich werde auch mitmachen, aber sie sagt, ihr Ziel wäre mehr als nur teilnehmen. Wie, sie wird auch mitmachen? Okay. Sie will teilnehmen, gewinnen und einen Plattenvertrag bekommen. Und den kriegt man am leichtesten, wenn man den Wettbewerb gewinnt. Tommy sieht das anders, aber wenn ich Janets Ehrgeiz sehe, will ich auch versuchen, mein Bestes zu geben. Rock'n'Roll Janet. Dann hätten wir hier noch Officer Dan. Dan hat mir auf dem Zeltplatz, hat mit mir auf dem Zeltplatz gesprochen, Jesus. Als er mir ein Bild von Matthew gezeigt hat und ich ihm bestätigt habe, dass er es war, der meinen Rucksack gestohlen hat, hat er mir erzählt, dass Matthew vor 3 Tagen von zu Hause weggelaufen sei, was er nicht zum ersten Mal gemacht habe. Dan hat erzählt, dass er nach ihm suchen solle. Zu der Zeit wusste ich noch gar nichts über Matthew und dachte nur, dass er ein Ausreißer sei, der nur Probleme macht. Aber da habe ich mich geirrt. Er hatte wirklich gute Gründe, von zu Hause wegzulaufen. Als Dan dann zum Bootshaus kam, war Matthew bei mir und ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich nichts gesagt habe. Aber ich wollte Matthew helfen, weil ich genau weiß, wie es ist, wenn man seinen Papa sehen will. Ich war ziemlich nervös, als ich mit Dan gesprochen habe, aber ich habe ein bisschen was über Lake Juliet herausgefunden. Zum Beispiel über den Glockenturm und Michaels Firma Crusoe Resort. Also, insofern war es gut, dass ich mit ihm geredet habe. So, jetzt langt's aber, hey, ich will hier zocken. Das ist ein Hund. Hund! Der Hund muss natürlich dazu. Ein großer Hund, der mit Matthew herumhing. Sie verstehen sich ziemlich gut, aber es ist nicht sein Hund. Er hat gesagt, dass er am Anfang beim Zeltplatz hinterhergelaufen sei. Er ist zu gut erzogen, um ein Straßenhund zu sein. Also gehe ich davon aus, dass jemand gerade fieberhaft nach seinem entlaufenen Hund sucht. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, sollte ich versuchen, mich mit ihm anzufreunden, damit ich ihn knuddeln kann. So. Ihr Leid. Sorry. Das war's. Jetzt aber flott. So, lieber. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht mal gucken. Ich bin hier. Also, theoretisch müsste ich über die Covered Bridge, über die Brücke, die ihr Dach hat. Aber da kommen wir mal am Glockenturm vorbei. Wir gehen mal einfach geradeaus weiter. Oh, guck mal, da steht der Lieutenant Dan. Telefoniert gerade. Dan telefoniert. Ich denke nicht, dass Matthew da lang gegangen ist. Okay. So. Dann. Ja, aber pass auf. Wir gehen noch mal ins. Ich war doch aber im Bootshaus, oder? Sollen wir noch mal hingehen? Also ich hätte mich hier unterm Boot versteckelt, weißt du? Aber der war doch gar nicht drin. Moment. Also pass auf, Obacht. Ihr Leid. Also da ist er hingegangen auf jeden Fall. Es kann natürlich sein, dass er da ins Wasser geplumpst ist. Moment, die Tür ist ein bisschen schwergängig. Dunkel hier drin. Hopp, auf, mach Licht an. Zack, zack. Hat ewig Zeit. Ich hätte mich hier bei der verstauten Boote versteckt. Oder... Okay, der ist halt wirklich nicht hier. Ist er vielleicht hier drin? Gutes Boot. Ja, nö, scheinbar nicht. Also muss ich ihn jetzt wirklich suchen. Also der in irgend so einem Heisel, wo mein Ex-Fotograf gewohnt hat, soll er wohl sich öfters verstecken. Ich muss mal auf die Karte gucken. Oh krass, guck mal, Karte vom Bootshaus. Eine Art Lagerhaus, wie viele Boote und Werkzeuge. Soll es einen Geist geben? Ja, ferngesteuerte Boote, erinnere mich nicht daran, das war ja richtig schlimm. So, Glockenturmgelände. Gehen wir mal aufs Glockenturmgelände, ha? So. Wo kann er nur hin sein? Das sind die Wegweiser, gell? So, du gehst ins Gasthaus, Glockenturm. Ach, das verfallene Haus. Moment. Kann ich da jetzt eigentlich hingehen? Nee, ne? Das ist einfach nur Schild. Das ist da, wo beim verlassenen Gebäude. Das ist da, wo ich vorhin schon drin gucke war. Das war doch aber Minegebäude. Naja, aber da war er. Stimmt, da habe ich ihn aus dem Brunnen geholt. Was? Die hat Avaldo so geguckt? Nö. Ich dachte, da wäre irgendwas Cooles.
Nö, okay, also wir gehen jetzt mal da hingucken. Jetzt müssen wir wirklich jetzt deine Knispel durchsuchen. Wie weit kann man dann abhauen, Kollege? Jesus, nein. Knispel! Matthäus! Wo bist du dann? Was guckst du dann da hoch? Ich guck nochmal in den Brunnen, ne? Aha. Okay, besser wacht. Also, Moment, ich guck wirklich nochmal in den Brunnen. Nicht, dass er sich immer im Brunnen versteckt. Matthew. Ich dachte, dass er vielleicht wieder hier ist, aber da lag ich wohl falsch. Ja. So, wir gehen mal da. Ah, da kann ich nicht durchgehen. Schlag safe. Jetzt ernsthaft, wo ist dann der Knispel? Abandoned Building. Minen, von der Tommy gesprochen hat. Ich weiß gar nicht, dass der darüber geredet hat. Abandoned Building, Bushaltestelle. Das Ding ist halt, wenn der Lieutenant Dan da unten steht. Ach, warte mal. Am Bootshaus hätte ich rechts gehen müssen. Da ist noch so eine Hütte da. Da muss ich hingehen. Ah. Moment. Ich tue jetzt so kurz Pause drücken und dann schalte ich euch wieder in. Sobald wir da sind. Muss ich jetzt nicht. Ach komm, scheiß drauf. Ihr geht doch schön mit. Wann ich leiden muss, müssen ihr das auch. Jetzt die 2 Minuten haben wir noch, oder? Hier. Guckt euch, das Mäuschen, das hätte ihr jetzt verpasst. Wenn ich euch nicht drauf gelassen hätte, hätten wir jetzt das hübsche gelbe Mäuschen verpasst. Warum auch immer das gelb ist. Wahrscheinlich hat die Maus zu viel Mais gegessen. Und esst die Maus viel Mais, wird's Fell gelb und nicht weiß. Und was sich reimt, ist gut, das wissen wir. So, jetzt hat aber. Hopp. So, Ladebildschirm hat schon mal schneller geladen. Also pass auf. Guesthouse, da will ich nicht hin. Ich muss da irgendwo jetzt rechts gehen. Also no dem Heisel noch rechts. No dem Heisel. Ach, da geht der Weg noch, oder was? Tatsächlich? Da geht der Weg noch. Ey, das hätte ich gar nicht gesehen. Ihr Leid, ihr Kinder. Ist das Haus vom Fotografen, von dem mir Dan erzählt hat? Erst mal ein bisschen drum herum gucken, oder? Kann ich zum Beispiel da entlang? Nee, ist alles zu so weit. Was ist denn das da? Blümmelger. Okay, dann gehen wir mal da gucken. Zack. Na, eine Türklinke. The door's Benutzt die open. doch. Ah ja, dann Is Matthew in here? geh doch mal hingucken. Ey, Matze! Alles klar? Hallo? Ist da jemand? Scheint niemand zu Hause zu sein. Hübsch sieht's hier aus. Das Kessel. Hier stehen immer noch Soßen und Teller und anderes Zeug. Warum ist der Besitzer einfach verschwunden und hat das alles hier gelassen? Küchenregale. Komm, wir gucken uns mal das Küchenregal an. In Regalen befinden sich Teller und halbvolle Flaschen mit Würzsoßen. Ah, ein Kessel. Ah, ein großer Kessel. Ja. Darin kann man eine Menge Wasser kochen. Ja. Ist kein Strom oder was? Spüle. Hier lebt niemand, aber es ist auch niemand ausgezogen. Im Spülbecken stehen noch Teller. Ist während des Abwaschs was vorgefallen? Ah. Landschaftsfotos. Die Fotos vom See sind allesamt herrlich. Stimmt, der war hier auf Fotograf gewohnt. Foto einer Frau. Wer ist denn das? Ne, das ist noch ein kleineres Foto. Da oben ist eine Uhrenteller. Guck mal, das ist immer cool. Ein Landschaftsfoto. Oh, ein Foto vom Glockenturm. Das Foto wurde wohl vor diesem Haus aufgenommen. Bücherregal. Ich schätze, die Person, die hier gelebt hat, war eine Leseratte oder hat sie kein Fernsehen gehabt. Bestimmt hat sie am liebsten dort in dem Stuhl am Kamin gesessen und gelesen. Das kann ich gut verstehen. Hier sind noch mehr Bilder, die aber nicht so interessant sind scheinbar. Und ein Tisch. Da ist ein Stuhl. Stühle sind immer interessant. Ein bequemer Stuhl vor dem Kamin an einem kalten Wintertag. Klingt ehrlich gesagt ziemlich klasse. Geile Kamin, kann ich nicht hingucken? Nee, diesmal nicht. Okay. Das Schränkchen, auch nicht so interessant scheinbar. Eine Tür, wo ich hergekommen bin. Und eine Tür, wo ich noch nicht war. So. Oh, was gibt es? Scheint kein Matthew tot zu sein. Hat es vielleicht in einem Bett versteckt. Oh, da ist zumindest der Koffer. Ah, das ist der Koffer vom Vater. Also war der Matthew da.
Was ist das? Looks like Matthew's dad's briefcase. Matthew's gotta be around here. Ja, na gut. Achso, ich muss wegdrücken. Ja, und erhalten Koffer von Matthews Vater. Du musst eine kleine Moa gucken. Ja, das blöde Boot immer noch. Wir haben diesen Aktenkoffer aus dem See gefischt. Er hat Matthews Vater gehört. Er ist sehr stabil und wasserfest. Luftdicht, wasserdicht, abwaschbar. Wir haben darin eine Diskette gefunden und einen Stoffhasen, der Kelly gehört. Matthews jüngerer Schwester. Benutze? Ich habe ihn nicht benutzt, ich habe falsch Knopf gedrückt. Ugh. Ich glaube, oben geht die Sonne unter und unten geht sie auf. Pretty. Die Landschaft hier ist so schön. Okay. Oh, quadratischer Rahmen. A trapdoor? Aha, Falltür. Looks like stairs down to the basement. Ah, ja, okay. I should check it out. Ja, aber erst will ich doch mich noch ein bisschen umgucken. Oder ist jetzt zu spät? Schade, war ich wieder zu schnell. Ich habe gemeint, das wäre Mundharmonika. Abort. Ah, da ist er. Kollege. Matthew? Ja? Oh, Ashley. Ach, jetzt aber, I've been komm. trying to find you. How'd you know I'd be here? Dan gave me the idea. He said this is where they found you when you ran away last time. You didn't tell him you'd seen me, did you? Nein. Does he know I'm here? Of course not. Don't worry. He's looking for you, though. He said he'd take you to the police if he found you. This is a great spot to lay low. Basement hideout's a nice touch. Mhm. How'd you find this place? Kann ich ja prima Proberaum nicht machen. Some construction worker told me about it last year. Said a photographer used to live here. He'd take pictures of the lake all the time. But one day, he just disappeared and left all his stuff too. Huh. That's strange. Ja. Huh? Was geht ab? Ah. Die ganze Family? Hey, is this you in this picture? Yeah, and that's my family. I found it here last year. Mhm. Oh? Mhm. Oh. Yeah. Achso, die beiden sind meine Eltern, Michael und Emily. Michael und Emily. Und das neben Mama ist, das bin ich. Ja. Das bist du, oder? Da warst du so klein. Hey. Also ist das Mädchen auf den Schultern deines Papas deine kleine Schwester Kelly? Yep. Is that the stuffed Ist das animal that was in the Ach so. briefcase? Yeah, Kelly loved that stuffed bunny. She took it everywhere. It's a great picture. You all look so happy. Yeah, we were. We were really happy. Kelly and I laughed and played, and our parents laughed with us. Ashley, if Dan asks, please don't tell him where I am. Nee, mach ich He'll nicht. call the police, and they'll take me back to my uncle. And I never want to go back there again. Warum? Look, Matthew. I understand how you feel. But you can't keep going like this. So, dann, warum willst du nicht zum Onkel Why zurück? don't you want to go back to your uncle? You know, my dad went missing for years before, too. I lived with my aunt the whole time he was gone. I get it. So I can tell you one thing for sure. Your uncle must be really worried about you right now. No way! He's not worried at all! Matthew, He hates me! Trust me! He was going to send me to boarding school!
boarding school. What would that mean for you? He's sending me to some school in London in September. London? Like in England? Yeah, That's basically the other side of the world. I know. He said I need to learn how to be a responsible adult. Yeah, They was ein have all these dummer Satz, rules, ey. and Also, I have to live at the school too. I won't be able to come home until I graduate. That's awful. So, I didn't have a choice. I needed to run away. This is my last chance to find my dad. was für ein Monat ist denn gerade? Also, wenn er im September da hin soll und der tut dann weglaufen. Also, jetzt, ja, egal. If I get caught again, I'll never be able to come back. I had no idea. Erzähl mir was über den Stoffhaus. So, this stuffed bunny's Kelly's? What was it doing in the briefcase, I wonder? Yeah, I have no idea. Why don't you hold on to it? Might help cheer you up if you're ever feeling lonely. What do you think? No, you hang on to it. Come on, you should have it. I said no! Huh? Was ist? Erklär mir, was mit deiner Schwester los Nein. ist. Los, komm. Come on. Oh, Moment. Der hat den Reißverschluss auf dem Bauch. Then I'll go with Ashley. Das ist jetzt schon ein bisschen dumm gerade. Okay, I'll help you. So. What? You want to find out what happened to your dad, right? Let me help you. We'll do it together. Really? Absolutely. Ja. Thanks, Ashley. There is one thing, though. If we don't get anywhere today, you have to go back to your uncle, at least for now. What? Hm. Why? Think about it. Let's say you keep looking for your dad. What happens if you never find a lead? Well, What will you do? I'll keep looking. You'll just keep looking forever? That's Ja, right. hast du I'll Dragen never gemacht? give Nee, up. hat sie nicht. If that's how you feel, why not talk to your uncle about it? Tell him how serious you are. I'm sure he'll understand. Okay. Promise? Yeah. Okay, then let's start our search. Okay. Okay, Our dann first gucken stop wir uns should be das my an. dad's cottage. Warum? I've been thinking Ach so, ja, about weil how to steht read dieses the Kett, disc gell? from the Ja, genau. briefcase. I bet we can check it out there. Don't you think he'll report me? Don't worry, he's at the lab. You're sure? Ja. Positive. Ja, Let's ja, go. der Vater ist immer am Schaffen. So. Yeah. Okay. Okay, gehen wir jetzt da automatisch hier, oder? Nee, gut. Weil... Pass auf. Hey, wir haben das Häschen gar nicht. Ich wollte zum Häschen in den Bauch gucken. Ja, okay, schade. Okay, dann soll es wohl noch nicht so sehen. Ich gucke mich aber hier... Oh, guck mal, du, Vergrößerungsgerät. Was ist das? Noch mehr Fotoausrüstung? Fotografieren scheint doch komplexer sein, als ich dachte. Spiegel. Hm, Ganz schön staubig. Wird wahrscheinlich schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Ich würde eher sagen, als wurde es seit Fotos von Matthews Familie. hm. Frag mich, wo Matthews Papa noch sein kann. Ach, Moment. Wir können ihn wieder vereinen. So. Halt. Oh, war noch was. Ganz oben. Regale. Hm? Chemikalien, Bechergläser. Sieht aus wie in einem Chemielabor. Ein tragbarer Elektroherd. Unter dem Material zur Filmentwicklung befindet sich ein tragbarer Elektroherd. Elektroherd entwickelt man damit etwa Fotos
Vielleicht wurde auch nur benutzt, um Wasser für Kaffee oder so zu kochen, während sie gearbeitet haben. So. Entwicklerflüssigkeit, Fixiermittel. Das sind wohl Chemikalien, die man zum Entwickeln eines Films braucht. Man die Fotos in diesen Behälter tunkt, um sie zu entwickeln. Eine Toilette. Das ist schon ziemlich krass. Ich weiß nicht, was ich von einer Toilette im Keller halten soll. Was man dann mitten in der Nacht machen muss. Ist ja gruselig. Haben wir noch eine Badewanne. Ich glaube nicht, dass hier oft gebadet wurde. Ob sie noch ein weiteres Badezimmer hatten. Da ist ein Hebel. Ich schätze mal, das Ding hier ist für die Stromversorgung im Haus zuständig. Ah, das dunkel wird wahrscheinlich. Ich will nicht aus Versehen den Strom komplett ausschalten, also rühre ich es lieber nicht an. Ey, Moment. Ein Hebel in den Strom. Eben war es der Hebel, jetzt dieser Sicherungsschalter. So. Und da ist eine Treppe. Trepp. Hallo? Ich würde gerne hochgehen. Ah ja, jetzt. So, jetzt gehen wir also jetzt endlich noch 4 Folge zum Babbe. I can take the briefcase. Ah ja, gut. Dann habe ich dann nämlich im Got Inventar. Okay. Not bitte too schön. heavy? Nope, Ey, I'm good. das ist ein Kerl. Der kann das schon tragen. I carried it this far, didn't I? Boah. All right, it's all yours. Let's go. Oh, warte mal. Da ist ein Kalender. Der Kalender ist 5 Jahre alt. Es wirkt, als sei die Zeit stehen geblieben. Okay, also spielt das Spiel 2007. Ganzer Layer ausgerechnet. Ach ja, stimmt. Jetzt kann ich mich noch ein bisschen umgucken. Fotos und Zeitungsartikel. Gilbert, der Fotograf, der hier gelebt hat. So, ja. Stativ. Oh, was ist das da? Ein Zertifikat. Nationaler Fotowettbewerb, Ehrenpreis, Gilbert Moss. Ein Stativ, genau. Das ist ein Stativ, um die Kamera ruhig zu halten. Das Ding ist größer als gedacht. Für einen Fotograf hat es nicht leicht. Immer muss er schwere Ausrüstung mitschleppen. Alben. Diese Alben sind ja riesig. Und für jedes Jahr gibt es gleich 2. Wie viele Bilder macht so ein Fotograf eigentlich pro Jahr? Genug, ne? Große Tasche. Eine Tasche für eine Kamera, die ist voll groß. Aber wahrscheinlich braucht man zusätzlich Stauraum für Filme, Wechselobjektiv und alles. Ja, stimmt. So, dann hätten wir hier noch Schwarz-Weiß-Fotografien. Alle 4 wunderschön. Ich hätte auch gern so ein Porträt von mir. So, jetzt pass auf, wir gehen jetzt, ne? So. Es ist ein richtig kleines Häuschen. Sieht von außen irgendwie deutlich größer aus, ne? Ach so. Ah, das erklärt einiges, wann das 2 Zimmer sind. Ja, dann ist ja gut. Hopp, auf geht's. Hinaus. So. Dann müssen wir mal gucken, wie es jetzt hat. Wir müssen jetzt runter und dann noch rechts. Wenn ich mich nicht irre. So. Wir runter und dann noch rechts. Oh, da sitzt wer. Ach, guck mal, das ist die Elizabeth. Elizabeth? Wait, what? Wait, what? Say what, What's say with what? the face? Ach komm, jetzt, die zieht schon wieder Schlut, die Elisabeth. Alter, ich hab doch nur guten Tag gesagt. Wo ist denn dein Problem? Warum bist du jetzt schon wieder gefressen? Kann schon mal das jetzt mal sagen? Mann. Do you have Die a bringt mich schon problem with gleich. me? Ja, hab ich. Not at all. Just surprised. I didn't expect to see you out here. Uh-huh. Wieso versteckt sich der Matthew? What are you doing here? Ja, hör doch einfach auf, not zu froh. Hör auf mit ihr zu verzählen. Die ist einfach nur gerade What do you zickig. mean? Oh, Moment, hat sie was angestellt? Why oder would you was? ask me that? Aha. It's none of your business. Okay, die hat irgendwas gemacht. Calm down. I was just making small talk. It doesn't take much to set you off, does it? I Das- didn't mean it like oh. that. Oh. Okay. Hey, ist das die erste normale Regung? Ey, hier, hinter ihrem rechten Ohr, also hinter ihr, guck mal, da ist eine Statue von I was irgendwas. just taking a walk. Okay, walking a take. Am I not allowed to go for a walk? Sag mal. Is that so? Na, es ist so. Let's go, Ashley. Let's go, Ashley. Ey, ist Matthew wirklich so klein? Wait. Oh. What? Ugh, I knew it. Aha. You're that Crusoe resort kid.
Ja. So, jetzt lenk mal nicht ab. Was machst du für einen Do you Spaziergang? take Ne? Bist du solo walks Schnuse? often? Sometimes, I guess. Sounds relaxing. Any good trails around here? Ach, das war endlich. Ich hab gemeint, das war Schnippischi-Frage. Trails. Ha. No such thing. Was, wieso nicht? Ey, das ist Wald. Really? You're local. I thought you'd know. Oh, by the way, I saw Tommy and Janet earlier. They said they were headed to band practice. Are you going? What? Hä? Probe? Right. I've got to skip this one. Errands to run. Oh, that's too bad. So, also, hier. So. You know Matthew? Of course. Everyone around here does. He's the son of the president of Crusoe Resort. What's with the attitude? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Warum? Welche? So what if he's the president's son? Ich meine, ist sie ja. You clearly have nur no die Tochter. idea, so I'll enlighten you. You Okay. should know about Crusoe Resort. Nope. After all, they almost ruined the lake. But. Ruined the lake? Yeah, and it was his dad's fault. First, the jerk finds this beautiful lake. Then he buys up all the land he can to make this big resort. So? It's how he went about it. The construction ruined the environment here. They totally polluted the lake. Some people would do anything for money. Destroying nature to build a tourist trap? Unbelievable. Selfish people like that are the reason the Earth is hurting. Oh, poor Mother Nature. Get it? That's the kind of person his dad is. That's enough, Elizabeth. I'm just telling the truth. Ja, und? Aber was hat Even das if mit Sohn that's zu tun? true, it has nothing to do with Matthew. Das stimmt wohl, ne? Das, was ich Seriously? sag. How can you walk around like nothing's wrong? You don't. I don't what? Du hast keine Ahnung. You don't have any proof. Stop lying. Und Matthew? weg ist er. Ziemlich flott unterwegs. Tschüss, Lizzie. Lisbethche. Whatever. Hast du ziemlich Slim Shady, hast du. So, okay. Das Lisbethche hat also den Matthew vertreten. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut. Moment, was ist das für ein roter Punkt? Oha. Updates. Na, dann lassen wir mal die Updates sind. Da habe ich nämlich gerade gar keinen Bock drauf. Hier steht die Lizzie. Die dünne Lizzie. Ah, da ist er. Ja. Hopp. Er kann nicht verantwortlich gemacht werden für die Sünden der Väter. So irgendwie. Hey, Oh, let's go. are you okay? What do you think about what Elizabeth said? I think she didn't have to be so rude. She kind of made me mad. So you were shocked? Well, yeah, a little. Do you know if that's true? Everyone says it is. But you don't believe it. No. But I get confused sometimes. I can't help but wonder if... I've been here before. With my family. Oh yeah? It's huge. Yeah. And this is a special tree. Besonderer I Baum. remember Dad used to stand here and look out at the lake. He always seemed so calm. You remember.
I just thought Dad liked the view. And then everything happened, and now I'm not so sure. What was he thinking about when he stared out at the lake? And that's something I wonder about now. So, It sounds like this tree's important to you. Yeah, I have so many memories of all of us together here. What was your family like? sorry. Dad was always busy working. When I'd ask him to play, he'd yell about being interrupted. Oh, Not so cool, ne? Mom was always sick, so I used to take care of Kelly. We played together all the time. Kelly was cute, but she was a lot younger. She cried a lot. being a big brother must be tough sometimes. Yeah, Hey, Matthew? Does Kelly live with your uncle too? no. Ich glaube, die ist tot. My uncle said she went to stay someplace a long way from here. I don't get to see her. That sounds really lonely. Yeah. Honestly, I just don't remember. I can't even remember the day my dad left. When I try, everything gets fuzzy. It's all a blank. Not the last thing he said before he left, or the look on his face. Seeing Matthew like this reminds me so much of Dee. Something terrible must have happened to Matthew. Something that left a scar inside, just like with Dee. Listen, when I learned about my mom, a friend told me something. He said, even though face... What do you think? Ah. Moment. Ich lese vor. Er sagte, dass es schwer sein kann, sich der Wahrheit zu stellen, aber am Ende ist es so besser. Sorry, ich hab so schnell weitergedrückt. You're right. I need to know what Dad was thinking. That's why I have to find out what happened to him. The clock tower. You want to check it out next? Ja. Ich schätze schon, über das will, ne? Let's take a look. Might find something. So let's go. What are you waiting for? Nothing, I guess. Na gut, okay. So. Hoppala. Oh, jetzt gehen wir zum Glockenturm. Oh, sicher da, das ist doch ein Geistermädchen. So, dann gehen wir jetzt also. Wir sind immer noch nicht beim Vater gewesen. Das kann ja wohl nicht sein. Wie ist die überdachte Brücke? Naja, guck uns noch ein bisschen um. Grundsätzlich bin ich ja ganz heiß drauf, Müll zu sammeln. Guesthouse, Cottage Area, Clock Tower. Guck mal, ich kann den. Ja. Wegweiser sind echt praktisch für Leute, die noch nie hier waren. Ja, das stimmt wohl. Also, wir wollen wohl zum Glockenturm. Oh, was ist das? Das ist doch so Kameradingens da. Oh, wow. Nein, das ist der Glockenturm. It's Das so ist much klar. taller up close. Oh, Promise me, jetzt hat er Matthew. Erinnerungen, guck. Don't go near the clock tower. Ashley? Yeah? I changed my mind. I don't want to go. I just have a really bad feeling. It's okay. If you don't want to go, that's fine. I'm really sorry. Why don't you wait here while I take a look? Just Ach, don't let Dan find die ist you. natürlich neugierig, ne? Okay. Okay. Gehen wir jetzt halt alle da hin. Oh, da unten ist die Statue, wo ich gesehen habe. Oh, das ist aber schon richtig krass hier, oder? Ja.
Moment, ich muss schöner Screenshot machen, guck. Halt, wie habe ich das jetzt gemacht? So. Und dann da angucken. So, guck. Wunderbar. Zack, Screenshot gemacht. So, jetzt, ich will jetzt aber erst nur gucken, was ist dann das da? Das habe ich vorhin gesehen. Im Hintergrund, wo man mit dem Lisbethchen erzählt hat. So, was ist das hier? Jetzt frage ich mich, ob es am Lake Juliet Geschichten um Meerjungfrauen gibt. Schließlich haben sie so eine Bronzestatue dahingestellt. Also, vielleicht. Meerjungfrau-Statue. So, hinten dran vielleicht ein Knöpfchen oder so. Nee, nicht wirklich. Okay. Okay. Dann auf zum Glockenturm. Oha. Umgucken. Oh, das ist eigentlich voll hübsch hier, oder? Grün, vor allen Dingen schön grün, das gefällt mir. So, ich gehe davon aus, dass die Tür verschlossen ist und dass das ein Rätsel ist oder so. Oh. Ah ja. Oh, Erinnerungen hat sie. Erinnerungen. Ashley, see that clock tower? Ja. Your dad and I once went all the way to the top. Und warum gehe ich jetzt nicht mehr auf? I remember. It used to be open to everyone. Ach so. I wonder if I can get in. Was steht da dran drauf? Raham? Nope, not opening. And if I can't get in, I can't investigate. So. No Mal eine good. Frage. Verschlossen, hier komme ich nicht rein. Ich gehe mal drumherum, ne? Nein, gehe ich nicht. Ich gehe nicht drumherum, ne? Hey, So. you. Oh, das ist Lieutenant Dan. Oh, nee. That was Matthew just now, wasn't it? Was? Ich kann mich an nichts erinnern. Is he after Matthew? Do you have a moment? Sure. But can I ask you a question first? Go ahead. Warum bist du so gruselig? How do you know about Matthew? Not just Matthew. I know about you too. Was? Das macht dich nicht Ashley ungruselig. Ja? Mizuki Robbins. The only child of Dr. Richard Robbins. What? How'd you know that? Das ist eine verdammt gute Frage, ne? A good question. Sag ich doch. Who are you? John Smith. Das ist so ein 0815-Name. Nie im Leben bist du John Smith. Seriously? John Smith? Ja, genau, das habe ich ja gerade gesagt. There is no way that's your real name. Echt, ey. Is that what you think? What's this guy hiding? He's seriously suspicious. The look of total mistrust of adults on the face of youth. And seriously weird. I'll tell you this much. I am not your enemy. Hast du Süßigkeiten dabei? Sonst glaube ich da gar nichts. Ach Mann, ich mag, das ist der beste Gesichtsausdruck, den er so drauf hat. Der allerbeste, so. Muss man ja einfach mal sagen, so. Na, die hat noch einer, wo das eine Auge groß und das andere Auge klein ist oder so. So. Das ist auch nicht schlecht. I've always wanted to use that line. I literally could not imagine a more suspicious person if I tried. Hey now, have mercy. Okay, let's cut the jokes. I'm Ja, not das meine falling ich, for guck. whatever Großes this is. Auge, kleines Auge, das ist genauso. Ja, so super. How do you know about us? Who are you really? Now what are you doing? Er guckt sich jetzt um, das kann er Checking hier. our perimeter. Aha. Can you keep a secret, Ashley? Man, mal nicht so nur auf die Pelle kriegst dann, ja? Usually. Meistens. You Gute cannot Antwort. repeat what I'm about to tell you. Mach ich trotzdem. The truth is,
Rumkugeln tun rumkugeln. I'm a special agent. I'm looking into something that happened 5 years ago. Im Moment, das kann sogar wirklich sein. A special agent? You look surprised. I know. Hearing special agent can be quite the shock. Actually, I'm more interested in what happened 5 years ago. That's what got your attention? Oh, It schon has irgendwie, something ne? to do with Matthew's dad, doesn't it? Tell me what you know. Please. Ashley, did Matthew tell you what happened 5 years ago? Nee. Huh? Why? What does he have to do with investigating the resort and the lake? That's confidential. Information regarding the investigation is classified. Then I won't tell you anything. I'll conduct my own investigation. Ja, genau. Mit Koks und Butter. I would stop if I were you. Traut er mir etwa? Why? In this world, certain truths are better left undiscovered. Would you pass that message on to Matthew as well? Me? Tell him for me, Ashley. Sehr verdächtig. Ja, genau. Special agent, huh? Okay, also hier komme ich dann wohl nicht weiter. Der war gerade richtig shady. Der hat wirklich irgendwie... Nun ja. So. Wo ist der Matthew? Ah, okay. Matthew. Matze, wo bist du? Sag mal, muss der immer sich verstecken? Ah. Ah, da ist der Hund. Oh, it's er sieht irgendwie... I saw you at the guest house. Ja, aber... Wuff. Ashley, Ah, da ist er. Großer Hund. There you are. I saw you talking to the guy in the sunglasses. Is everything okay? Yeah, we just talked. I questioned him a little. Wow, really? Awesome. It's no big deal. What did you find out? He didn't say who he was, but he told me what he's doing here. He's investigating what happened 5 years Er hat da ago. übrigens gesagt, dass das nicht verraten sollst. Naja, sie hat ja nicht gesagt, sie kann ein Geheimnis für sich behalten, sondern sie hat gesagt, meistens. Zumindest in der englischen Übersetzung. So. Huh? Sag mal, tun die erst gerade Spichle oder He was? wouldn't give details. Said it was top secret. That's so sketchy. What if he's behind it? I'm not sure. He was odd, but it didn't seem like he was up to no good. Uff. Hi, puppy. Good to see you. Ich weiß nicht, ob das ein Papi ist, ein Hündchen. Ich weiß nicht, das Now, where Phoebe did you doch mehr come wie ich. from? Let's try to guess your name. Bonnie? Rusty? Pochi? That last one's too weird. It's not weird. Pochi is a very common dog name in Japan. Ja, würdest schon du das That's wissen? really a Japanese dog name? Yep, my dad told me. Does your dad know a lot about Japan? Ach so, ja, die Mutter ist so Oder? Japanerin. Ich dachte schon. My so, mom ja. was Japanese. Oh, cool. But this dog's name definitely isn't Pochi. It's Princess. I saw it on her collar. Lamer Name. Uff. Na, aller You sure gut. do seem like a princess. Are you a dog or a cat person? Katze. Definitely a dog person. Nein, Katze. I wanted one when I was little, but we lived in an apartment. So I used to play with my neighbor's dog after school instead. Really? Hey, princess. Want to be friends?
Uff. Siehst du? Ich kann Hundisch. Was gibt's? Hat er Erinnerung? Hey, so. How was the clock tower? Ja, ich bin halt nicht It neben was gekommen, ne? locked. I couldn't get in. Oh, Come to think of it, Dan told me something. He said the clock's been stopped for 5 Ja, years now. stimmt. Weil die, I wo guess sich that drum means we can't gekümmert get haben, inside. sich nicht mehr drum kümmern, dass das Uhrwerk läuft Oh. oder irgendwie sowas. so where's your dad's cottage? I think it was über die just Brücke past war. the bridge. First house on the left. Let's go. Ich dachte rechts. Sure thing. Alter Schwede, jetzt sah bloß, wir kommen jetzt wirklich irgendwann mal. Das ist so wie in einem RPG. Jawohl, guck mal, ich habe eine Party. Uhu. mach mal Buff. Der Hund ist der Zauberer, der kann keine Buffs, der kann nur Wuffs. Weißt du? Wuff, Wuff. Naja. Ich fand ihn gut. Was ist denn das so? Das Schild, wo nichts draufsteht. An der Werbetafel steht nichts. Sieht nach einer guten Stelle für Werbung aus. So direkt am Weg so. Ja, stimmt. Okay. Abgeschlossen. Aber da kann ich jetzt die Normalcard verwenden, oder? It's locked? Dad's place is on the other side of the bridge. Oh, this isn't good. Was? Ach komm, du hast doch extra so Card gekriegt. Die stinknormal Card misst doch aber auch du. Harass. Ja, das hast reagiert. Das heißt, okay. Aha, das reagiert auch. Ja. Vielleicht kann ich das Schloss an der Brücke entriegeln. Okay. Ich wieder. Unne, X, over, L, A und R gleichzeitig. Oh, das war B. Nein. Du Depp. Noch einmal. Hopp, nächstes. Over. Y. LR. X und A. Jesus, nein, sorry. Jesus, nein, das hört nicht auf. X, A und links, R. Was war das nochmal? Ah ja, Plus, gell? Plus und R und Unne. Abgeschlossen? Ne, ich dachte, ich habe aufgeschlossen. Oh ja, das ist so schlimm, hey. Nice. It opened. Ne? Ich habe bei mir im Navi, wo ich habe im Auto, da ist auch, wenn ich Route verfolge und ich will dann die Route, ja so, hopp, ist gut, die Recht kenne ich, hör mal auf mit einem Gelaber, ich tue jetzt wo die Route Dingsbums beende. Und dann kann ich es so Route beenden und dann kann ich halt beenden oder abbrechen wählen. Ja, what the fuck? Ich will doch die Route abbrechen. Soll ich jetzt beenden oder abbrechen? Ja, es ist das links. Ich gucke halt einfach nicht mit drauf, es ist das links. Aller gut. Hätten wir das auch geklärt. Huh? So. Where'd Princess go? Ja, genau. Was ist der Hund? Ran off somewhere. Macht er öfters oder was? Oder sie? Maybe we'll see her again. Ja. Kommt schon hin. So, dann hat es gerade schon schön gespeichert. Dann würde ich sagen, hoppala. Ich wollte euch jetzt nicht anrülpsen. Aber dann war es das für heute. Machen wir morgen genau da weiter. Und dann gucken wir mal. Guck mal, der Matthew guckt gerade und so an wie, hey, warum steht die da und labert irgendwas? Hä? Wieso? Hä? Ja, egal. Hab ihr leid. Bis morgen. Morgen werden wir dann vielleicht, aber nur vielleicht, endlich mal zum Vater in die Hit gehen. Das, was wir schon seit 4 Stunden hätte machen sollen. Wenn wir dann schon sie. Also dann, ihr Leid. Bis morgen. Und tschüss.